Der kleine Eisbär Lars und das Schneegänzli Pieps geniessen das Faulenzen. Auf das Maul kommt Lena angekoppelt. «Hey, die zwei Faulpelzen, kommt, wir machen Versteckis!» «Versteckis?» «Oh ja, ich und Lena verstecken uns und du, Lars, schau Ski.» Das Pieps ist schon ganz begeistert und will grad schon los. «Ich reinschauen.» «Also gut», sagt Lars und fährt an zu zählen. 1, 2, 3, 4. Wo willst du eigentlich her? Das Pieps ist schon ganz ausser Atem. «Warte nur ab, ich weiss ein tolles Versteck», ruft Lena und rennt direkt auf eine Kiste zu. Sie merken vor lauter Lachen und Giggeln nicht, dass die Klappe zugefallen ist. Sie freuen sich. Da findet sie der Lars sicher nicht. Der wird jetzt suchen. 80, 90. Ich komme. Lena, Pieps. Unterdessen aber merken Lena und das Pieps, dass das Gitter zu ist. Und Lena ruft dem Lars um Hilfe. Aber der Lars kann sie nicht hören. Er ist viel zu weit weg. Er sucht nach Spuren. Findet aber nichts. «Was machen wir? Der Lars hört uns nicht.» Die Lena ist verzweifelt. «Da kommen wir nie allein raus», brüllt sie. «Mal, hör nur auf heulen.» «Juhu, geschafft! Ich hole den Lars!» Die Lena schluchzt. «Lass mich nicht allein. Komm bitte schnell zurück.» «Hab keine Angst, Lena.» «Pieps, Pieps! Lars! Lars!» Der Lars sucht immer noch. Überall umeinander. Dann findet er auf das Maul Spuren. Halsenspuren. Die Lena. Das ist die Lena mit dem Pieps. Jetzt habe ich sie. Der Lars springt den Spuren nach und plötzlich hört er etwas. Ganz, ganz weit her. «Lars, Lars, Lars!» Jetzt verwirrt aber das Pieps, denkt der Lars, und versteckt sich. «Halt, Schneepolizei! Jetzt hat ich!» «Hilfe, Lars, Hilfe! Du musst helfen! Ganz schnell! Die Lena sitzt im Käfig und kann nicht mehr raus! Komm, Lars!» «Was? Die Lena in einer Falle? Los, gehen wir!» Unterdessen schluchzt Lena immer verzweifelter. Der Lars und das Pieps sind unterwegs, immer den Spuren an. «Lena, Lena, Lena!» «Lars, pressier, die Hunde hat Lena schon gewittert.» «Gott sei Dank, ihr seid da. Lars, musst am Riemen ziehen.» «Aber es geht nicht. Das Gitter klemmt.» «So, jetzt nimmt das Pieps die Sache an die Hand. Und ziehen! Fest! Ziehen!» kommandiert's. «Achtung! Jetzt! Ziehen! Jetzt kommt's! Ja! Lauf, Lena! Lauf!» «Und woher jetzt?» kreucht der Lars. «Zum Eiskanal», sagt Lena. «Dort kommen sie uns nicht mehr nach.» «Sie sind immer noch hinten dran.» Nein, die trauen sich doch nicht ins kalte Wasser.» «Pech gehabt, die Befzgi.» Und der Lars bringt Lena und das Pieps über den Eiskanal sicher heim.